Nirgendwo ist man dem höchsten Gipfel Deutschlands näher als hier. Grainau ist ein Bilderbuchort, einer der größten Touristenmagneten Bayerns. Wir machen einen Besuch im Gästehaus Richter, wo 3 resolute Frauen für uns einfache Gerichte von früher kochen. Lore Bauer war 40 Jahre lang Gastwirtin. Ihre Tochter Hanni Kraus kennt man noch als frühere Wirtin der Höllental-Eingangshütte. Und Hannis Freundin Sanni Stechel betreibt dieses Gästehaus, in dem noch auf einem alten Holzofen gekocht wird. Als erstes Brennsuppen. Dafür wird Mehl in Butterschmalz angeröstet. Da kommt jetzt noch ein Zwiebeligel rein. Ein was? Ein Zwiebeligel. Eine mit Nelken gespickte Zwiebel. So, jetzt habe ich da. Dann noch Salz, Suppengewürz und viel Wasser. So eine gebrannte Mehlsuppe war früher schnell gemacht. Halt, eins fehlt noch. Ein bisschen Essig brauchen wir noch. Essig brauchst du noch? Mhm. Jetzt warten wir mal. Kochen wir es einmal auf wieder. Mit Essenz? Der beste Geschmack für Suppen. In Lore Bauers Kindheit war die Brennsuppen ein Kraftfutter für die Männer. Wo ich da oben mit den Rose im Berg gefahren ist, im Winter, da hat es in der Früh schon Brennsuppen gegeben, weil die hat hergehabt, die sind den ganzen Tag gekommen, erst auf die Nacht wieder. Und also ein Blechkandel Kaffee war alle am Ofen da gestanden, so Malzkaffee, König Ludwig. Probieren wir mal. Weg. Super. Da kommt jetzt dann noch eine Dicke rein vor dem Essen. Was ist ein dickes? Eine Leone, weißt du schon? Petersilie ist aus. Werfen wir einen kurzen Blick in Sanni Stechels beeindruckenden Gebirgsgarten. In der Küche werden Äpfel geschält und Sauerkraut gekocht. Wie passt das zusammen? Du, ich mache jetzt ein bisschen Sauerkraut, weil wir machen ja dann einen Erdäpfelhaber. Und da kann man entweder ein Kraut dazu essen oder halt ein Apfelmus. Das machen wir auch gleich noch. Und das schmeckt eigentlich total gut. Egal ob sauer oder süß, kann man alles dazu essen. Erdäpfelhaber. Den isst man auch heute noch gern im Werdenfelser Land. Dafür werden kalte, gekochte Kartoffeln gepresst und mit Mehl und Salz gemischt. Wenn das Butterschmalz heiß ist, wird's brisant. Jetzt müssen wir Gas geben. Kippen rein in die Pfanne. Sanni, du gehst gleich rüber. Und stechen. Worauf muss man beim Haber denn achten? Ja, man muss halt den jetzt kontinuierlich stechen, dass das halt so Popperlern gibt. Bitte was? So kleine Kugeln, so Popperlern. Dass es einen Haber gibt. Dass es einen Haber gibt. Da ist Frauenpower gefragt. Eine halbe Stunde lang. Dann ist es geschafft. Die Köchinnen sind zufrieden. Jetzt hat er so richtig schöne Farbe gekriegt und jetzt hat er so die richtige Knupperlen. Jetzt hat er halt seine Farbe, gell? Apfelmus ist fertig. Sauerkraut auch. Wie hat man das früher gegessen? Es haben alle aus einer Pfanne gegessen. Heute kriegt natürlich jeder einen Teller. Die 3 sind ja langjährig erfahren.
Wären solche Gerichte nicht wieder gefragt in Wirtshäusern? Schließlich ist regionales Kochen im Trend. Also da wenn jetzt viele Ältere kommen, die sagen, Mensch, Wahnsinn, da gibt's ein Haber oder Brennsuppen. Das war natürlich, für die ist das der Hammer, weil sie kriegen es ja nirgendwo mehr. Nein. Aber die Jüngeren? Das glaube ich nicht essen. Die kennen das Also ja die gar nicht. Brennsuppen sicher nicht. Und mit welcher Speise von früher könnte man denn landen bei der Jugend? Ja, aber ich glaube, mit sowas wie mit den Hosenherrlern kann man schon durchstarten. Kann man schon durchstarten, aber ist halt ein Haufen Arbeit, gell? Das ist halt einfach was Besonderes. Was das genau für ein Gericht ist? Lore Bauer gibt erstmal Schnittlauch in einen Teig aus Quark und Mehl. Das ist der gute Geschmack, der Schnittlauch. Die müssen ja ganz frisch sein, gell? Solange es die Kissen sind. Die werden ja so Kissen, gell? Die gehen auf wie ein Sofakissen. So Vierecker zu. Klingt interessant, aber noch können wir uns nichts darunter vorstellen. Schreiben tut man Hasenöl ein. Wir sagen halt Herrlein, gell? Und was isst man dazu? Ja, Kartoffelsuppen oder Lauchsuppen. Und da haben wir nachher die Hasenherrlein dazu gegessen. Wird ja immer spannender. Na gut, heißes Öl steht bereit. Lores Tochter Hanni Kraus und ihre Freundin Sanni Stechel müssen jetzt dran an den Teig. So, jetzt muss der relativ dünn da gemacht werden, dass wir dann angreifen können. So, jetzt haben wir da schon mal die Rauten rausgemacht. Den nehme ich mal. Den nehme ich mal auch. Den anderen tue ich umdrehen. Danke. Jetzt muss ich noch mal wägeln, gell? Ja, den drehe ich um und dann nehme ich ihn raus. Die Kissen, alles klar. Ich habe vielleicht schon noch ein paar. Ja, warte mal, ich habe noch einen am Arm liegen. Wir sind ja noch da. Ein Besuch im Klammhaus an der Partnach. Der Wirt kann noch Fleischgerichte kochen, die immer mehr in Vergessenheit geraten. So, wie schaut es bei euch aus? Alles da, aus der Küche gekommen? Dann weiterhin guten Appetit. Peter Staudacher hat heute volles Haus. Aber am nächsten Tag ist Ruhetag. Da hat er uns in seine Küche eingeladen. Ich hatte das Glück, dass in der Ausbildung mein Chef Metzger war. Da sind wir durch eine harte Lehre gegangen als Köche. Wir mussten alle Tiere zerlegen, bis in das kleinste Detail hinein. Ein bisschen streng riecht's aber schon. Ja, das ist ein Bock kurz vor der Geschlechtsreife. Nennt man auch Hammel. Hat man irgendwie ein bisschen vergessen. Heute redet jeder von Lamm. Ich rieche es natürlich sofort. Und das ist ja auch heute unser Thema, dass wir wie zu Omas Zeiten einen Hammelbraten machen. Sind Knochen, Fett und Sehnen entfernt, kann er das Fleisch würzen und rollen. Jetzt müssen wir den Braten von allen Seiten anbraten, damit er schön braun ist und dann kriegt auch die Soße kleine Farben.